Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Wir sind hier wieder in unserer Garage und wie schon in der letzten Folge angesprochen, machen wir in dieser Folge wieder ein bisschen Reputation-Punkte. Jedenfalls ist das Ziel, dass wir hier wieder ein bisschen Reputation-Punkte sammeln können. Ich schaue jetzt mal kurz durch, ob wir irgendetwas freigeschaltet haben, aber da kommt das nächste erst bei Stufe 19. Echt bitter, hure spät. Wir machen es jetzt schnell kurz so. Ich werde noch schnell kurz nochmal anschauen, ab welcher Stufe wir gewisse Fahrzeuge freischalten können, dass ich hier so einen Richtpunkt habe. Und dann ist eben das Ziel, dass wir einfach hauptsächlich wieder ein bisschen Reputation-Punkte sammeln in dieser Folge. Also jetzt haben wir 3 Folgen lang eigentlich immer noch mal ein bisschen Action gehabt. Mit Schmieren und Underground-Rennen und weiss ich was alles. Aber eben, es ist halt einfach, ich muss jetzt einfach, es ist schade, dass ich eben am Anfang ein bisschen vergamet, was ich da noch sagen. Weil dort hätte ich einfach die Schmier loswerden von Anfang an und dann hätte ich jetzt nicht so viel Probleme. Ich dachte, wir. Die Sache ist die Beschlagnahmung meines Wagens ist bei der So, nein, das ist ja der Tuning-Shop, wir müssen jetzt mal Auto handeln, der ist schon eins weiter hinten. Wem sagst du das? Sorry, diesmal bist du auf dich gestellt. Viel Glück. So, da müssen wir her. Schauen wir doch mal schnell kurz, wie viel ein Auto kostet. Also, ich habe mir eben schon überlegt, so einen Nissan 370Z. Wäre ja eigentlich auch nice. Aber das macht irgendwie. Das Problem ist einfach, die Autos, die ich bekommen habe, sind alles so schlecht. Außer der. Aber sorry, ich habe einfach eine gewisse Abneigung gegen so Amerikaner. Ich frage mich nicht, wieso, es ist einfach so. Der M3 von 2010 wäre natürlich eine Option, aber ich ehrlich gesagt nicht, weil mir optisch einfach nicht gefällt. So, und jetzt ab Stufe 14 schalten wir erst wieder die Autos frei. Also eigentlich mal der Mercury, der BRZ, Nissan 180 SX, da Lancer Evo. Da wäre dann mal das Auto, man könnte sagen, das wäre jetzt noch ein gutes Auto. Leistungstechnisch alles, da könnte man da viel ausholen. Das Problem ist einfach nur, man sieht es, der hat jetzt schon fast keine Leistungen. Also müssen wir recht viel Tuning investieren. Der M3, den wir eigentlich schon haben. Dann kommt schon mal ein Auto, wo wir sagen, das wäre geil. Wo gleichzeitig aber mit dem Skyline kommt. Da wäre klar, da würde man da das Skyline kaufen. Also nächste Stufe würde man das Skyline können kaufen. Was wir auch fix werden machen. Und dann nachher ist dann erstmal wieder ein bisschen fertig. Ja, natürlich dann wieder heftig. Der wäre auch heftig, NSX. Auch ein brutal schnelles Auto. Dann hier natürlich, wunderschönes Auto. X6, auch wunderschön. Nachher hier natürlich M4, richtig nice Auto. Ja, also ich denke mal so bis 16 müssten wir schon gehen, dass wir gute Autos wieder bekommen. 16, 18 rum. Da wären wir dabei. Ja. Gut, also da wissen wir, was wir zu tun haben. Was ist denn das noch für ein BMW? Ein 3er, M5. Aha, okay, M518. Baujahr, okay. Der V10 ist nicht drin, leider. Gibt es ein Ding, ein Lexus LFA? Der wird wahrscheinlich einer von den gröberen sein, dann. Jetzt soll es schon mal einen geben in einem Game, ich weiß es nicht einmal. 100 Lamborghinis, Mann. Kein Mensch kauft Lambo. Also nicht gegen Lambo, aber ich finde, Lambo fährt einfach jeder, der Geld hat. Also, klar sind es coole Autos und wird, ich meine, es sind noch ihre Berechtigungen da. Es wird jetzt so niemandem auf die Füße treten, natürlich. Aber ich finde es einfach nicht so ein geiles Auto. Polestar, was ist denn das für ein Auto, Mann? Stefan am Anfang, da weiß ich schon, aber Polestar sagt man gar nicht. Gut, also LFA habe ich jetzt gefunden. Ich weiß nicht, in dem Fall geht es wahrscheinlich kennen, nehme ich mal an. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Also, so eine McLaren wäre nice. McLaren ist das richtiges Understatement-Auto. So ein P1, wow, da wäre Perle-Auto, Mann. Da ist er, glaube ich, oder? Ja, P1. Oh, geil. Stufe 40, ey. Hure spät. Aber egal. Also, jetzt haben wir ein bisschen Autos angeschaut. Jetzt haben wir ein bisschen schwärmen von schönen Autos. Und dann switchen wir da wieder in die Nacht rein.
So, jetzt schauen wir doch mal schnell, was wir da so haben. Da haben wir mal das Rennen. 200. Das Problem ist einfach, wenn ich ein Rennen mache mit 200, das schaffe ich einfach nicht. Die Story könnte ich rein theoretisch machen. Die Frage ist einfach, ob ich es schaffe wegen der Leistung. Da noch eins. Auch 200. Scheiße, ist alles 200, hä? Ich komme wahrscheinlich nicht darum, dass ich so Rennen muss fahren, wo ich einfach richtig schwach bin. 30 Dinge ist halt eben schon hure viel, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir probieren jetzt halt einfach mal eins. Wir sind jetzt dort. Dann fahren wir doch zu dem hier her, zu dem Rennen hier. Es gibt natürlich, es schenkt einem schön ein von den Reputation-Punkten. Da kann man das nicht abstreiten. Ja, wir probieren es mal. Wahrscheinlich will die zweite will die wahrscheinlich etwa 4., 5. werden, wenn überhaupt. Aber wenn wir so weit hinten sind, holen wir vielleicht gleich schon ein paar Reputation-Punkte. Also es geht ja hauptsächlich darum, dass wir auch wieder ein bisschen Schmier bekommen. 10'000 fehlen uns, dass wir den Skyline kaufen können. Also das Ziel wäre schon, dass wir den Skyline kaufen können. Ich habe mir aber auch schon überlegt, ob ich mal ein bisschen streamen und das gamen, weil es ist echt aufwendig, wenn wir Videos wieder machen. Also nicht negativ gemeint, es ist einfach halt ein bisschen blöd, weil ich nehme halt immer Videos gerade am Stück auf, eben 3 Folgen meistens, und dann nachher habe ich tue ja jetzt 3 aktive Let's Play, GTA, San Andreas dann noch und dann nachher noch eben das Need for Speed. Das heisst, ich nehme je 3 Folgen auf von jedem Game, das heisst, ich habe dann nachher 9 Folgen. Heisst, es lenkt mir über eine Woche, also 1,5 Wochen, wo ich dann nicht mehr aufnehme und dann nachher verliere ich meistens den Faden. Jetzt bin ich gerade ein bisschen im Flow, jetzt habe ich auch ein bisschen Bock auf das Game. Ich glaube, sie tun dann noch streamen einmal, so dass wir da auch ein bisschen vorwärts kommen. Weil ich habe das Gefühl, wir sind schon recht lange in diesem Game und haben einfach fast noch nichts erreicht. Wir haben immer wieder ein bisschen Struggle gehabt und jetzt ist das Problem, dass wir halt das Struggle irgendwie ein bisschen beheben. Darum würde ich vorschlagen, dass ich dann mal noch einmal streame. So. So, dann heizen wir da wieder ein, wie immer. Und dann legen wir da los. Ja, schöner VW Golf. Das ist ein Auto, das mir auch wieder gefällt in letzter Zeit. So schlimm. Ich habe VW, habe ich auch mal einen VW Golf, einen 7er. Das ist auch ein schönes Auto, definitiv, aber ich habe so viele Lampen mit dem. Darum habe ich eigentlich so geschworen, ich kaufe nicht mehr VW, aber irgendwie so bin ich wieder ein bisschen am Liebäugeln mit denen, aber mir gefallen so viele verschiedene Autos und ja, mal schauen. Als nächstes jetzt mal wahrscheinlich, hoffe ich mal, also ich weiß es noch nicht, ein bisschen Richtung Asiaten-Autos gehen. So viel sei mal dahingestellt, mir erzähle ich mal nicht, aber also 2, 3 Autos auf dem Schirm momentan. Also der BMW, den ich jetzt habe, ist natürlich super und den verkaufe ich sicher noch nicht gerade heute und morgen. Aber ich bin halt einer, der immer wieder die Autos wechseln, weil ich keine Lust habe auf grossen Wertverlust. Weil ich feiere Autos, ich liebe Autos. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin auch ein Realist und ich tue wirklich mega auf Kohle schauen. Das ist ja so, immer so gewesen. Hätte ich viel Geld, würde ich die Autos länger behalten, bin ganz ehrlich. Aber ich sage einfach, ich habe seit 2000 und jetzt muss ich überlegen, 2014, 15, 16, ich glaube seit 2016 kommt jemand herkommen. Seit 2016 habe ich jedes Jahr ein anderes Auto gehabt. Also ich tue jedes Jahr eigentlich meine Autos wechseln. 15 oder 16 habe ich angefangen, jedes Jahr das Auto zu wechseln. Habe seitdem her nie einen Wertverlust gemacht von über 2000 Franken. Also ich verkaufe eigentlich die Autos, die ich kaufe, und ich eigentlich wieder für den Preis verkaufen, wo ich sie eigentlich fast gekauft habe. Also meistens ein bisschen weniger. Logischerweise, weil du hast auch Kilometer drauf und alles. Aber dennoch ist es eigentlich preistechnisch immer bis jetzt sehr gut ausgegangen. Klar, wird es nicht immer so sein, muss man ganz klar sagen. Aber ich meine, ich habe auch mega Sorge zu den Autos.
Fahre wirklich anständig für einen Aargauer, sehr anständig sogar, bin ich ganz ehrlich. Also ich gehe nie rasen oder so etwas, bin nicht so einer. Aber ja. Da haben wir jetzt einfach halt immer ein bisschen Glück gehabt natürlich. So, und da vorne sind jetzt die ersten 3 Platzierten. Und ich habe 30 Leistungsdifferenzen, also 30 Punkte Leistungsdifferenzen bis so nahe. Wie habe ich die können so gut aufholen? Aufholen. So, da vorne ist ein Ford Focus RS, ein ganz schöner Wagen. Ach, ich vermisse den irgendwie. Ah ja, RSK, für die neu dazugekommen sind. Ich habe auch mal so einen Ford Focus RSK, geht mal googlen, MK3. Ein wunderschönes Auto, also vor allem Frontpartie, aggressiv wie nichts. Hinten, Heck ist einfach ein bisschen kacke bei diesem Auto, bin ich ganz ehrlich, finde ich nicht so schön. Aber die Front, sehr, sehr schönes Auto, sehr schönes Auto. Und auch leistungstechnisch abartig. Und das Auto ist wirklich für die Rennstrecke gemacht, nicht für die normalen Strassen. Das ist krank. Das ist wirklich nur ein Rennwagen. Oh, scheiße, jetzt haben wir den getutscht. Vom Schwärmen wieder. Ich bin immer am Schwärmen. Also ihr merkt, die Autoliebe ist bei mir recht rum. Ich interessiere mich auch grundsätzlich für jedes Auto. Ich bin nicht einer, der sagt, ich finde nur Subaru geil oder nur Nissan geil oder nur BMW geil. Also klar sage ich habe eine Lieblingsmarke, das ist bei mir BMW, definitiv. Für die Marke schlägt mein Herz, weil ich finde, in meinen Augen sind das preis-leistungstechnisch gute Autos, sind optisch technisch die schönsten Autos und sind von der Qualität her wirklich super Autos. Ich sage auch, ein Mercedes hat auch seine Vorzüge, ist auch qualitativ sehr, sehr hochwertig. Aber ich finde Mercedes designtechnisch nicht so ansprechend, bin ganz ehrlich. Aber eben, ich interessiere mich für das Auto, egal welche Marke, und wir sind Zweiter geworden. Oder wir werden gerade Zweiter. Richtig nice. Oder haben wir noch gerade Schmier bekommen, ja moin. Und haben 4000 RP geholt. Also Reputation Punkte besser gesagt. Und sind in die Stufe 13 immer noch. Ja, voll. Schmier haben wir gerade verloren. Tipptopp. Dann machen wir doch gerade das nächste Rennen, würde ich noch sagen. Scheiße, gerade hinter uns wäre eins gewesen. Ah, Rundkurs. Auch ein Rundkurs. Also komm, wir wagen uns mal in einen Rundkurs rein. Ich habe aber ein schweres Gefühl, dass das nicht so eine gute Idee ist. Aber, come on, scheißegal. It is what it is. Yo! 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 Von wo kommst jetzt du her? Hat er geschrottet? Nein, hat er nicht geschrottet. Jo! Und tschüss! Da bin ich mal voll gebaden. Und jetzt muss ich schon kurz eine Tankstelle aufsuchen, weil mein Auto sieht langsam nicht mehr so schön aus, ist ein bisschen demoliert. Jo! Und da gehe ich nochmal baden. Das wollte ich eigentlich voll nicht wollen. Vorne ist eine Tankstelle, das sollten wir eigentlich schaffen. Also wir werden jetzt hier fett von in der gerammt, aber ich hoffe es jetzt mal nicht. So, sehr gut. Auto repariert! Und da haben wir es gerade. Zum Glück haben wir es gerade repariert. Aber das ist gut, dass wir jetzt so gerade die Schmier haben, weil so können wir gerade ein bisschen Heatpunkte holen. Und natürlich auch Reputation. Und da sind wir gerade Level Up gewesen. Und jetzt haben wir das erreicht, was ich wollte, Stufe 14. Jetzt müssen wir nur noch das Ding schon heimfahren. Fahren wieder zurück zu dieser Werkstatt. Oder warte mal, jetzt da vorne eine? Da hat es auch eine. Aber die muss ich denke zuerst kaufen, oder? Oder kann ich einfach dorthin fahren? Wir fahren jetzt einfach mal dorthin. Weil wenn ich dort auch reinkomme, ist auch gut. Dann bin ich die Schmier auch los. Ah, scheiße, da vorne kommt es schon wieder. Oh, scheiße. Nein! Scheiße. Ah, gut. Fahrt hindern. Nice. Kehr einfach nicht um. So, wo ist die Garage? Wow, jetzt ist es gerade aufgelüpft noch. Aber nice, jetzt haben wir
Stufe 14 erreicht von der Heat-Stufe. Und jetzt haben wir nochmal einen neuen Wagen freigeschaltet. Wir haben einen, der Mercury, der Subaru BRZ Premium, der Nissan 180 SX Type X, oh Gott, Mitsubishi Lancer Evolution X, BMW M3 Evolution 2, Nissan Skyline GTR Fastback, Nissan Skyline GTR Fastback, oh Mann, Porsche 718, oh geil Mann, der Cayman, schönes Auto, schönes Auto. Gut, also, dann würde ich mal sagen, ich tue die Folge hier beenden. Wir sind jetzt bei rund 15, 16 Minuten. Und ja, dann würde ich mal sagen, was war mit dieser Folge? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr wieder das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!